Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal «SWEFA on Tour». Jawohl, es ist wieder soweit. Mittwochabend, natürlich sind wir für euch da. So ist es doch. Und wie versprochen, letzte Woche wieder das zweite. Und auch mit dem Thema Ferienplanung. Ihr wollt wissen, was wie wir das so machen. Genau, was wir so geplant haben für nächstes Jahr und wie wir das angehen. Wir sind einmal nicht so die riesig planen, alles voraus und so. Auch viel machen wir einfach aus dem Gefühl, wenn wir dann dran sind. Aber als erstes tun wir uns eigentlich in der Regel immer so ein Buch kaufen. Die WOMO-Reihe. Das können wir vielleicht noch schnell ein bisschen näher zeigen. Die sehen so aus. Die Bücher sind also wirklich hervorragend und sehr empfehlenswert. Wenn ihr die nicht kennt, unbedingt mal so eins anschauen. Gibt es eigentlich in jedem, also ihr könnt die online bestellen, ich tue das auch noch unten verlinken. Und ja, oder bei eurem Campinghändler, die haben eigentlich praktisch alle, die rauskommen mit Camping, haben die Bücher. Also ich glaube, die campen, die kennen die Bücher. Ich denke es auch. Also, wir machen es einmal so, wir kaufen, wie gesagt, wir kaufen so eins, schauen das mal so ein bisschen durchschauen, was uns so ein bisschen gefällt. Dann, was auch immer gut ist bei diesen Büchern, es hat ja einen Plan, wie die Route angelegt ist. Und jetzt speziell bei diesem Buch, bei dieser Dänemark-Reise, machen wir eigentlich dann gerade mehr oder weniger so ein bisschen die Route. Unten rauf, die Küsten entlang, oben runter, ohne die Inseln auf der rechten Seite, die auch zu Dänemark gehören. Ja, wir planen grob einmal, schauen, was uns ein bisschen gefällt. Was wir auch machen, wir tun zusammen mit dem Google Maps. Also das macht eigentlich mehr das Sven, darum kann ich da jetzt nicht so viel sagen. Was aber auch noch zu erwähnen ist, jeder von uns unabhängig schaut so ein bisschen im Internet ein bisschen schauen, was interessiert einen vom Land, und dann schauen wir, wo ist das im Land selber, und je nachdem sagen wir dann okay, wir machen dann Abstecher nach rechts oder nach links, je nachdem, was wir sehenswert anschauen oder für uns noch cool ist. Genau. Und das läuft in der Regel so, dass wir uns wirklich eigentlich die Sehenswürdigkeiten oder eben das, was wir wollen, anschauen oder was uns interessieren würde, übertragen in Google Maps, wo ihr jetzt hoffentlich auch seht. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe es noch nie gemacht. Wir probieren es jetzt mal. Es sieht dann so aus, dass ich in Google Maps einfach mal Sehenswürdigkeiten eingebe und dann schaue, was da so rauskommt. Das Schöne ist ja, wenn man da auch reinzoomt, passen sich auch die Sehenswürdigkeiten gerade an. Und dann kann man da zum Beispiel schauen, was ist echt das? Und dann kann man das da ja gerade schön anschauen und ein paar Bildchen sehen zum Beispiel. So ist man natürlich gerade schneller inspiriert auch. Genau. Also ich finde mal, das muss man unbedingt gesehen haben. Genau. Wenn mir jetzt so ein Punkt gefällt und ich finde so, zum Beispiel der Aussichtspunkt da in Wildenhausen oder so, Wildenhausen. Genau, dann mache ich das so, dass ich den Namen, man kann ja bei Google Maps sich eigene Karten abspeichern, und das mache ich dann immer so. Dann gehe ich da auf meine eigene Google Maps, das ist jetzt die Karte, die ich natürlich schon gemacht habe, jetzt Anfangs des Jahres, und trage mir dann das hier ein. Und wie ihr hier seht, mache ich bei den Sehenswürdigkeiten so rote Sternchen, damit ich weiss, das würde mich oder uns noch interessieren. Und routentechnisch planen wir eigentlich nicht wahnsinnig voraus. Vielleicht die ersten bis 3 Tage oder so. Ja, einfach gerade nach dem Start. Dass wir sicher mal wissen, hey, in diese Richtung geht es und dort wollen wir etwa hin. Aber ja, und wie ihr hier zum Beispiel seht, haben wir hier also auch Sylt ist also auf der To-Do-List für nächstes Jahr. Wir werden, ich möchte gerne mal auf Sylt fahren, respektive schauen, wie das so aussieht. Ja, auf Sylt fahren. Wenn ihr Tipps habt zum Übernachten dort oder ob man auf keinen Fall dort übernachten soll, schreibt das uns doch unten rein. Das wäre sehr nett von euch. Und dann sehe ich da gerade, habe ich einen gar nicht rot gemacht, sondern ja, das weiss man, dass man dort her. Ein Dutz. Genau, und zwar die Insel Röme zum Beispiel. Das wird sicher etwas sein, wo du mit dem Wohnmobil auf dem Strand fahren kannst. Ich meine, das muss man mal erlebt haben.
Das hat wahrscheinlich auch schon jeder, der in Dänemark war, mit dem Wohnmobil gemacht. Genau. Nehme ich jetzt mal an. Ja, und das sind dann so die Punkte. Und die Punkte geben dann mehr oder weniger auch ein bisschen die Reiseroute vor. Wir machen es aber so, dass also die Karte hat zwei Vorteile. Einerseits kann ich an Google Maps kann ich mir da gratis nachher alles da drauf aufladen mit Offline-Karten und so weiter. Das heisst, ich habe das nachher alles dabei. Ich muss nicht ständig den Computer haben. Und die Route, ja eben, die entscheiden wir dann eigentlich so ein bisschen einmal vor Ort, respektive am Abend vorher, ja, was gehen wir morgen anschauen, haben wir Lust auf das, was jetzt auf der Planungsliste war. Weil häufig ist es ja so, dass man dann irgendwie findet, so, oh nein, jetzt haben wir keine Lust auf ein Museum oder... Ja, wir machen es auch ein bisschen wetterabhängig natürlich. Das Wetter, ja, ist auch entscheidend. Wir wissen einfach, wir wollen quasi Dänemark an der Westküste drauf, oben durch und an der Ostküste wieder durch. So, das ist jetzt mal die grobe Planung. Und alles, was zwischendrin ist, müssen wir jetzt, also ich vor allem, muss mir dann auch mal noch ein bisschen schauen, was will ich unbedingt anschauen. Aber ich meine, wir haben ja jetzt erst November und wir gehen ja erst im August nächstes Jahr. Also noch hat man es jetzt noch ein bisschen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber so grob ist es eigentlich immer so. Also wir gehen immer so reisen, dass wir einfach eine Grobplanung machen und das Feintuning ist manchmal wirklich erst vor Ort. Manchmal fährt man auch an gewisse Sachen her, wo man findet, oh komm, das gehen wir auch noch schauen. Wir sind halt eher so ein bisschen die Spontanen, wir planen nicht gerne so vorausplanen. Allerdings, was wir ausdrücklich erwähnt haben, wir sind also auch nicht die einfach nur durch Deutschland durchfräsen jedes Mal. Im Gegenteil. Das ist viel zu schade. Das ist viel zu schade, weil Deutschland hat so viel zu bieten und es gibt so viel zu sehen in Deutschland und ich will auch nicht irgendwie 1000 Kilometer am Stück fahren. Also wir machen in der Regel mindestens einen Halt zwischendrin, wenn wir jetzt Richtung Norden gehen. Also eine Übernachtung? Eine Übernachtung. 1 bis 2 Übernachtungen. Genau. Ja, und wie ihr jetzt hier seht, also die grobe Route wird ungefähr so verlaufen, dass wir eben Sylt machen und dann Römö und nachher eigentlich alles ein bisschen links der Küste drauf wollen. Bis ganz rauf, bis an den nördlichsten Punkt auf jeden Fall. Und nachher wird es hier abgehen, auf der anderen Küstenseite. Was wir werden weglassen, sind die anderen 2 Inseln. Richtung Kopenhagen und so weiter, weil das kennen wir ja schon so ein bisschen, sind wir schon ein bisschen abgefahren von den letzten 2-3 Mal, wo wir in Schweden waren. 3 Mal? 2 Mal? 2 Mal. Also kennen ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja, aber wir wollen eigentlich mehr Zeit aufs Hauptfestival. Genau, weil dort sind wir noch gar nie gewesen und wir haben ja 4 Wochen Zeit, also können wir das auch geniessen. Wer weiss, wenn wir dann mega zu viel Zeit haben, dann können wir vielleicht hängen wir dann noch so ein spontanes Kehrchen, ja, aber grundsätzlich ist das so. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für alle, die mit Drohnen unterwegs sind. Und zwar ist ja das immer so eine Sache, jedes Land hat eine andere Gesetzgebung. Ich möchte ja dann die Drohnen auch wieder mitnehmen. In Holland letztes Jahr konnte ich genau einmal 5 Minuten fliegen. Einerseits ist das natürlich weil es hat auch sehr viel Wind gehabt. Also das ist mal das Problem Nummer 1 gewesen. Und das Problem Nummer 2 ist, man darf dort auch nicht überall fliegen. Und um sich das können informieren, wo und wie und was, habe ich euch da noch einen Tipp. Und zwar habe ich eine Seite gefunden, das ist auch basiert auf einer Google Maps Karte, wo aber die aktuellen Grundgesetze zum Drohnenfliegen quasi festhalten und das ist wirklich weltweit, das finde ich noch cool, also man sieht es da. Ich hoffe, es funktioniert und ihr seht es. Wenn man da jetzt Dänemark anklickt, dann geht da so ein Fenster auf und dann sieht man, man darf nicht über 100 Meter fliegen und man darf nicht über Metropolitan Areas, also nicht über Städte und so weiter. Schon klar. Und über Public Roads muss man mindestens 150 Meter Abstand haben und so weiter. Alles über 7 Kilogramm braucht ein Permit, so wie es aussieht. Gut, das werden die meisten nicht. Und sie verweisen dann hier noch auf eine App, die ich allerdings noch nicht kenne. Ich weiss nicht, mal schauen, vielleicht lade ich es mal runter. Ich habe noch eine andere App, die ich euch auch empfehlen kann. Das heisst AirMap, genau.
Das sieht dann so aus. Und da haben wir auch, brauchen natürlich Datenvolumen im Ausland, aber grundsätzlich funktioniert es genau gleich. Es ist auf einer Map aufgebaut. Das ist schon gut. Ich tue es euch verlinken, ihr könnt es anschauen. Dort seht ihr dann, ob ihr dürft fliegen oder nicht. Und was auch noch gut ist, eine andere Seite, das ist die myroad.de. Die haben auch Reisetipps und mit Drohne unterwegs. Drohnengesetze in 115 Ländern. Finde ich auch immer sehr spannend. Da kann man wirklich, und sie sind eigentlich recht up to date. Sie geben sich mega Mühe für zum up to date sein und ja, das Ganze nachzuführen. Und wie man da jetzt zum Beispiel sieht, ist jetzt eben Schweden ist ja jetzt komplett verboten seit circa einem Jahr jetzt, also ich glaube August letztes Jahr oder so. Wir haben wirklich noch Glück gehabt, dass wir noch haben dürfen. Und ja, schaut euch das mal an. Für all die Drohnen haben, natürlich. Richtig. Und für all die keine Drohnen haben, kauft euch eine. Wenn es euch wundert, was für eine Drohne das wir haben, tue ich auch unten durch verlinken. Könnt ihr mal schauen. Es ist eine DJI Mavic Pro. Ja, das ist es. Ja. Soweit zu unserer Planung. Ja, die Planung ist jetzt noch sehr im Rohschliff. Ja. Aber ja, eben wie gesagt, also, ich meine, es geht jetzt noch. Was haben wir? August, September, Oktober. Ja. Es geht noch 9 Monate. Also, ja, wir lassen uns da noch ein bisschen Zeit. Was wir auch eher tendenziell, da wir nicht so die Stadtgänger sind, auch nicht wegen dem Wohnmobil, das 7,40 Meter ist und nicht so leicht zu versorgen, dass wir tendenziell eher so ein bisschen Naturpark und wie sagt man, die begehbaren Museen, wie heissen die schon wieder? Du weißt, Wisconsin. Aha, ja so... Die Freilichtmuseum, genau. So Sachen, das finden wir immer mega spannend. Halt einfach ein bisschen weg von der Masse. Genau. Also, genau. Also wenn ihr da Tipps habt zu Dänemark, sind wir sehr offen, schreibt uns das unten rein. Und ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen einen Einblick geben. Also es ist jetzt halt mehr, wie wir es planen, nicht ungefähr was, weil die meisten Sachen sind entweder da drin oder... das Internet ist ja voll. Genau. Wir haben auch von euch den Tipp noch bekommen, benutzt doch TripAdvisor, das ist ein guter Tipp, das werde ich dann noch machen. Das Ganze mal noch ein bisschen vergleichen. Sehr wahrscheinlich wird sich da auch vieles decken, aber... Und was eben cool ist, wir gehen ja, bevor wir auf Dänemark gehen, haben wir ja noch ein paar Mal ein bisschen frei und Ferien. Dann gehen wir dann andere Sachen zuerst noch anschauen. Genau, wir werden euch ein bisschen die Schweiz zeigen, das ist der Plan. Viele kleine Schweizer Trips machen. Das wäre das Ziel. Und auf Trochtelfingen kommen wir sicher auch wieder. Danke vielmals Petra für deine Einladung. Wir werden dir sicher nachkommen. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Genau, aber das halt erst nächstes Jahr, wenn das Wohnmobil dann wieder ausgelöst ist, eingelöst. Also aus dem Winterschlaf erwachen genau. Und wieder in Betrieb. Genau. Ja, damit wünschen wir euch eine schöne Zeit. Gute Woche noch. Bleibt gesund. Genau. Viel Vitamine, essen, trinken. Ganz wichtig in dieser Jahreszeit. Genau. Dann ja, also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Svefa on Tour».